Zuele sie klar, immer méi Mënsche sie vun physischer asexueller Gewalt betraff. Poli muss immer mit Dacks ergreifen, besonders bei Fall vu Gewalt an der Familie. Das ist eng alarmierend Entwicklung, die es alle Gute betrifft. Gewalt, egal wat für Form, hat schlimme Konsequenzen. Dafür erleben Angst, Peng a Verunsicherung. Heernst du wollen oder können sie nicht direkt ein Plan machen? Hei könnt du mir ans Spiel. D'unité médico-legal de Dokumentation des Violences als ein wichtigen Service für Opfer von Gewalt. Es erlaubt ihnen, hier Verletzungen zu dokumentieren, auch wenn sie nicht direkt bereit sind, einen Plan zu machen. Die Spuren von der Gewalt sind professionell festgehalten durch eine neutrale und unabhängige Dokumentation. Beweise können dann zu einem späteren Zeitpunkt benutzt gehen, bis zu 10 Jahren danach, wenn dafür sich für weitere Schritte entscheidet. Das Service wird 24 Stunden auf 24 Uhr geboten als gratis und untersteht dem strengen Berufsgeheimnis. Für viele Opfer ist das eine entscheidende Möglichkeit, weil es ihnen Zeit gibt, für weitere Decisionen zu holen. In diesem Kontext werde ich folgende Fragen an Gesundheitsminister stellen. Wie viele Menschen profitieren aktuell von diesem Service? Muss Kommunikation verstärkt gehen, als der Bekanntheitsgrad bei den Leuten, bei den Medien, an den Kliniken, aber bei den Doktoren groß genug? Für was geht, soweit ich das gesehen habe, auf der Website violence.lu nicht auf Tomedo verwiesen? Wie steht es mit den Ressourcen? Wir wissen, dass 12 von den Gewaltfällen klemmt, soll Personal von Tomedo nicht auch abgestockt gehen. Merci für Ihre Antworten. Merci, Herr Präsident. Merci, Madame Morgenthaler, für das Frage, die ganz wichtig ist. Der Service, den ist angesiedelt am Laboratoire National de la Santé, kümmert sich all die Leute, die keinen Plan machen, aber Opfer von sexueller Gewalt gaufen oder von physischer Gewalt gaufen. Und muss ich betonen, just die Opfer, die über 18 Jahre haben. Wenn ich nicht direkt einen Plan machen, als ich das evaluieren, muss ich aber sich bewusst sein, dass Beweise gesichert sind, weil nach einer Zeit kann ich das nicht mehr nachholen. 2013 als der Service en place gesagt gehen, funktioniert 24 Stunden auf 24. Sie sind permanent im Lehre mit den Spitälern aus dem Land. An dringenden Fall geht sie auch direkt aktiv. Ansonsten kann ich noch nach den Tag oder 2 Stunden bei sie an LNS kommen, für die Beweisführung abzuholen. Konkret Fragen, die ich stelle, wie viele Menschen profitieren aktuell von diesem Service? 2024 sind 100 Anrufe am Service gekommen. Davon haben 28 eine Suite gehabt. Das ist an 28 Fällen aus dem Service an Anspruch geholt. Hauptsächlich Frauen holen den Service an Anspruch. Erster am LNS wie am Spital selber. Und dann als Majorität physische Aggressionen und Männer sexuelle Aggressionen. Das sind aber rein Statistiken, das weiß ich nicht, für was das so ist. Da muss an den nächsten Jahren verstärkt geguckt gehen, für was das eben mehr Leute an LNS kommen, Männer am Spital zum Beispiel, die Beweisführung abholen. Muss Kommunikation verstärkt gehen? Ja, sicher. Wir werden am Kader von dem Ansetzen vom Centre National pour Victimes de Violence auch Kommunikation rund um den UMEDO verstärken. Aber jetzt mit den Ressourcen, natürlich muss man die auch Angst verwehren, wenn Gewaltfälle an die Lut gehen, an Statistiken weisen ja darüber hin. Wir hatten noch an den letzten 2 Jahren eine Rückgabe von den UREF, werden wir Zeit nachgucken, immer das nötige Personal zu haben. Voilà, an Neinke darauf hingewiesen, wir sind am Gang, mal mega zusammen das Centre National pour Victimes de Violence aufzustellen. Und am Kader von dem Zentrum werden natürlich UMEDO die nötige Wichtigkeit kriegen. Merci.